Danach machen wir ein paar Übungen, die mit der Grammatik verbunden sind. Am Ende bearbeiten wir die neuen Wörter aus der Lektion 16 und wenn es Zeit gibt, dann machen wir noch etwas. Wir beginnen mit dem Bild im Buch, die auf der Seite 91 ist. Hier haben wir eine neue Lektion und ein Foto wie immer. Dragana, was siehst du auf dem Foto? Das ist eine Plätze, vielleicht ein Post und es sind 4 Leute da, 3 Männer und eine Frau. Ein junger Mann möchte eine Paket oder Ein Paket. Etwas zu senden. Ja, etwas zu senden. Und ein Postarbeiter etwas sagen, das ist etwas nicht in Ordnung. Und andere Junge sagen etwas. Und eine Frau, kako, ich weiß nicht. Das war's. Wo sind die Personen? Ich denke in einem Post. Sind sie eigentlich in einer Post? Sieht das auf dem Foto wie eine Post? Oder doch nicht? Ich weiß nicht, das ist nicht ein. Ich denke, das ist nicht Post, aber ich sehe ein Postpaket. Ja, das ist ein Und Paket. das ist Und wo so, ich denke, das ist ein Post. Ja? sind sie nicht in einem Hotel zum Beispiel? Ich weiß nicht, ich denke, nee. Ich weiß nicht. Ich denke, das ist vielleicht ein Post, aber ich weiß nicht. Wie sehen die Personen aus? Sind sie glücklich, überrascht? Wie sehen sie aus? Sie sind nicht glücklich, aber nur eine Frau ist glücklich, aber zwei junge Männer ist nicht glücklich. Ich denke, sie sind Ärgerlich. sich Sie sind ärgerlich. ärgerlich. Sie sind ärgerlich und ein Mann auch nicht glücklich. Ich denke, er ist müde. Müde. Okay. Ja. Und was macht der Mann was macht der Mann mit dem blauen Hemd? Welche Funktion hat er auf dem Bild? Er ist ein Arbeiter im
vielleicht eine Schalter oder eine, ja, in eine Schalter oder Auf einem Schalter. auf eine Schalter. Er hat einen Schluss. So Schlüssel. denke ich, Schlüssel. Ich denke, er kann, ich weiß nicht, wie ist die Namen? Das ist eine Plätze, wann man möchte etwas stehen für eine Zeit, und muss man zahlen für diese Zeit und Plätze kann man eine Dinge in dieses Plätze steht und man zahlen für dieses Zeit. Ich weiß nicht, wie soll ich sagen. Она што мислиш? Ја не знам и на македонски. Нели постои некое место, особено, например, во Боже, еден момент. Ако сакате вие да оставите некоја работа, ви можете да дојдете до таквото место и таму може да се оставите, например, своите ако патувате своите куфер, своите други работи и таму ќе ви чуват, ама вие само плаќате за тоа, за времето на чување. Разбирам, добро, да. Ја не знам како се вика тоа. Како сеф. Да. Веројатно, ама ја не знам. Okay, jetzt hören wir das Gespräch, das Audio, und danach beantworten wir die Fragen. Wo sind die Personen? Wer sind sie und was passiert gerade? Danach machen wir Übung Nummer 2 und sehen wir, ob wir die richtigen Vermutungen hatten. Das muss ich so machen. Naja. Ich weiß nicht, warum dir das Audio immer so macht. Menschen A2 hören. Hier. Das funktioniert nicht, aber machen wir so. Menschen A2. Oder vielleicht mache ich das aus meinem Handy. Vielleicht ist das... Nein, hier. Jetzt. Wenn es nicht funktioniert, dann mache ich das aus meinem Handy. Das ist Lektion 16. Lektion 13. Meine erste Deutschlehrerin. Aufgabe 1. Ja, das brauchen wir nicht. 16.2 brauchen wir.
Lektion 16. Darf ich fragen, ob Aufgabe 2. So, Frau Thalau, Ihr Zimmer ist im 1. Stock. Dann gebe ich Ihnen mal den Zimmerschlüssel. Hoffentlich ist Ihr Zimmer wenigstens sauber. Wie bitte? Meins ist total schmutzig. Überall Haare im Bad. Was? Guten Tag, ein Paket für Hotel Domino. Bitte hier unterschreiben. Ja. Hallo? Ja, es tut mir leid. Davon wird das Zimmer auch nicht sauber. Danke. Ich schicke gleich jemanden. Einen kleinen Moment bitte. Nein, keinen kleinen Moment. Hotel Domino? Guten Tag, ich würde gern ein Zimmer reservieren. Hallo, ich rede mit Ihnen. Kann ich endlich meinen Schlüssel haben? Was gibt's denn da zu lachen? Gut, stopp. Danke. Das war's erstmal. Und jetzt? Waren unsere Vermutungen richtig, Dragana? Nein. Nein. Die 3 Fragen waren... Ja, nur so. Die drei Fragen waren, wo sind die Personen? In einem Hotel. In einem Hotel. Wer sind sie? Sie sind in einer Rezeption. Wer sind sie? Nein, Entschuldigung. Das ist ein Rezeptionarbeiter und eine Postarbeiter. Und 2 Leute, sie sind hier Gäste. Sie sind hier Gäste, okay? Und was passiert gerade? Frau Talau möchte eine Zimmerschlüssel. Eine Gäste ist sauber wie seine Platz, sein Zimmer ist sehr schmutzig Schmutzig. ist. Und das war auch ein Anruf. Und die Frau in dieses Anruf möchte ein Zimmer reservieren. Und was für eine Situation ist das? Ist das eine reale Situation? Nein, ich denke, das ist nicht reale Situation. Das war eine, ich weiß nicht, wie das sagen. Das war eine, ich weiß nicht, wie das Wort. Sie für eine, das war für eine Theater oder eine Kino, ich weiß nicht. Sie filmen. Sie machen einfach Ja, eine Szene aus dem Film. Oder aus dem Video. Ja. Das ist nicht eine nicht reale, eine unreale Situation. Okay, und jetzt haben wir Übung 2, was passt? Hören Sie und ordnen Sie zu. A ist schon geordnet, zugeordnet. Frau Thalau steht an der Rezeption und wartet auf den Zimmerschlüssel. B. Dragana? Ja, der Gast an der Rezeption beschwert sich, weil sein Zimmer schmutzig ist. Richtig. C. Christina ist hier, aber Christina, kannst du sprechen
oder du wirst heute nur die Stunde hören. Ajde, Dragana C. Okay, der Postbote bringt ein Paket und möchte eine Unterschrift. Richtig. Und D? Die Anruferin möchte ein Zimmer reservieren. Richtig. Ете го како се вика поштар. Меѓутоа ќе го имаме подоцна der Postbote. Und jetzt gehen wir zurück. Lektion 15 und Grammatik aus dieser Lektion. Da sind Verben mit Akkusativ und Dativ. In der deutschen Sprache gibt es Verben, die Plätze, sozusagen Plätze für Akkusativ und Dativ öffnen. Wir können das Beispiel sehen. Sie können Ihren Freunden auch Tatortsendungen kaufen. Прво имаме wem, кому, одговара на прашањето за личност, кому, во датив, und was, Tatortsendungen, das ist Sache. Значи, прво кога ги имаме глаголите и кога ги употребуваме и двете именки, тогаш прво доаѓа дативот, а потоа и акузативот. Сега ќе напишеме и нешто накратко. Ќе напишеме наслов вербен mit датив und акузатив. Verben mit Dativ und Akkusativ. На македонски глаголи со датив и акузатив. Што треба накратко да се знае? Одредени глаголи во германскиот јазик, како што се глаголите schenken, geben, empfehlen, bringen, kaufen, имаат потреба од два објекти во реченицата за да има целосна смисла. Значи, во реченици со глаголите schenken, подарува. Напишам после на македонски. Подарува. Потоа geben, дава. Empfehlen, препорачува. Bringen, носи. Kaufen, купува. Значи во реченица со глаголите schenken, подарува, geben, дава, empfehlen, препорачува, bringen, носи, kaufen, купува,
Потребни се два објекти за реченицата да има смисла. Објектите се во датив и во акузатив. Значи прво датив, второ акузатив. Што сега тоа значи? Датив одговара на прашањето вем, што значи на кого, и речиси секогаш се однесува на личност. Во заграда персон. Додека пак акузатив одговара на прашањето вас, што значи што, и најчесто се однесува на предмет. Во заграда зах. Прашањето за датив е вем, на кого, и се однесува на персон, а кај акузатив прашањето е вас, што, и се однесува на предмет, односно зах. Правило за редослед кога се користи именка. Кога двата објекти се именки, дативот оди пред акузативот. Пример. Der Tatort gibt den Zuschauern Abwechslung. Gibt е глаголот. После него доаѓа датив.
а после дативот доаѓа акузатив. Но што доколку именките се заменат со лични заменки? Тоа што го гледаме и на самата фотографија, дека кога именките ќе се заменат и двете, односно јас можам за двете да ги напишам. Замена на именките со заменки. Имаме два случаи. Првиот е само еден објект е заменка. И директно со пример. Ако ги замениме гледачите во заграда den Zuschauern со заменката им односно на германски ihnen редоследот останува ист. Во заграда датив па акузатив. Тоа со црвено ќе го напишам. Датив па акузатив. Пример со истата реченица ќе биде der Tatort gibt ihnen Abwechslung. Глаголот е gibt, бара датив, бара и акузатив и датив, ihnen е датив, а Abwechslung е во акузатив и редоследот е ист. Меѓутоа, под Б ќе имаме пример каде што двата објекти се заменки. Кога и дативот и акузативот се заменети со заменки, редоследот во реченицата се превртува. Тогаш акузативот доаѓа на прво место, а дативот на второ. Односно, истата оваа реченица ќе биде der Tatort
gibt sie ihnen. Глаголот е повторно gibt. Меѓутоа овдека со променет редослед sie ќе се однесува на Abwechslung, а ihnen ќе се однесува на den Zuschauern. Ова ќе биде со ево вака. Значи уште еднаш како повторување, усно само ќе го кажам. Ако има именка и именка, прво датив па потоа акузатив, ако има заменка плюс заменка, тогаш имаме ротација, прво акузатив, а потоа датив. И сега ова веднаш ќе го видиме дали ни е јасно преку примерите во работната тетрадка. Прво страна 18, possessiv Artikel ordnen Sie zu. Den ersten Satz ist schon gegeben und lautet: Ich bringe meiner Schwester zum Geburtstag Blumen. Во суштина овдека треба да ги дополниме присвоените членови за датив според дадената лична заменка и родот на именката. Во првата реченица е meine Schwester, затоа што имаме лична заменка ich, на кого се однесува присвоениот член, и именката Schwester, која што е именка од женски род. Ајде да видам што мислиш, Драгана, како ќе ја дополниме втората реченица. Meine Freundin kauft ihren Kindern viele DVDs. Да, meine Freundin kauft ihren Kindern viele DVDs. Зошто ihren? Затоа што Kindern и во множина. Добро. И на кого се однесува присвоениот член? На нејзини, на Freundin. На meine Freundin, richtig. Ајде 3. Warum gibst du deinem Bruder nie die Fernbedienung? Bedienung. Die Fernbedienung е далечински управувач. Аха, Fernbedienung. Зошто deinem? Затоа што се однесува на du. Добро. Deinem Bruder, а Bruder се во, мислам дека во. Бруда е во машки род. Теја бруда. Брат. Да. Затоа ќе биде deinem. Ајде 4. Heike schickt seiner Oma aus dem Urlaub. Хајке е женски род. Женско име. А, да. Schickt ihrer Oma aus dem Urlaub eine Postkarte. Така е. Зошто ihrer? Затоа што Oma во женски род, а ihrer се однесува на Heike. Така. Нејзина. Нејзин. 5. Hans Lied. Hans Lied. Seiner Schwester keine Bücher mehr. Да, зошто? Seiner Schwester женски род. Seine, затоа што се однесува на Hans. Шестото е дадено. Прочитај го и шестото, Драгана. Wir empfehlen unsere Kunden günstige Produkte. Добро, зошто unseren? Затоа што Kunden е множина. И unseren вие се однесува на вие. Така. Да. Ајде 7. Ihr schenkt
ihren Kindern zu viele Spielsachen. Зошто? Не Не. точност. Тука euren. Euren. Така е. Ihr schenkt euren Kindern zu viele Spielsachen. Зошто euren? Затоа што euren за Kindern, бидејќи Kinder е множина, а euren за ihr. Ihr, така е. И осмото? Das Kind bringt seinem Hund Wasser. Richtig. Seinem Hund Wasser. Зошто seinem? Затоа што Hund е, мислам дека нојтрум. Не, der Das? Hund, машки род. Hund. Der Hund. Seine затоа што Kind, das Kind. Да, ќе го замениме со лична заменка S. Супер. Ergänzen Sie aus A Sätze 2 bis 5. Ајде. Тоа вака ќе го направиме. Исто како што е тука со табел. Само да ги намалам овие, да можам да го пишувам. Уште побоја ќе останат тие глаголи кои што се користат со датив и со акузатив. Значи на првото е verb, второто е номинатив, па датив, па акузатив. Можам да ја преместам и на друга страна. Супер. Значи тука имаме verb, па имаме номинатив, што одговара на прашањето веа, односно кој. Датив, што одговара на прашањето вем, на кого. И акузатив, што одговара на прашањето вас, што значи што. Првото е дадено bringen, потоа ich, датив meiner Schwester и акузатив Blumen. Ајде сега да видиме, ќе ги вратам ја речениците да се гледа, што ќе дополниме кај втората реченица. Прво, кој е was ist das Verb? Да, was ist das Verb? Kaufen. Да, само да го, зашто не се наместиш? Kaufen. Das Verb, сакав ова да го зголам. Ево вака. Се гледа. Kaufen ist das Verb, richtig? Kaufen. Was ist im Nominativ? Meine Freundin. Meine Freundin. Was ist im Dativ? Ihren Kindern, значи sie. Во датив ќе биде ihren Kindern. И што ќе биде во акузатив? Viele DVDs. Само DVDs. Именките ни се битни. DVDs. Ајде третата реченица. Глагол. Warum gibst du? Gibst. Geben на глаголот во инфинитив. Was ist im Geben. Nominativ? Du. Richtig, du. Was ist im Dativ? Deinem Oma und deinem Bruder. Richtig, deinem Bruder. Und was ist im Akkusativ? Die Fernbedienung. Fernbedienung. Richtig. Was ist das Verb im vierten Satz? Schicken. Schicken. Heike. Heike ist im Nominativ. Was ist im Dativ?
Ihrer Oma. Ihrer Oma, richtig. Und was ist im Akkusativ? Eine Postkarte. Eine Postkarte, richtig. Postkarte. Das Verb im 5. Satz lautet? Lautet Hans. Nee, das Verb. Заборав. Во петата реченица глаголот е? Ја мислам тоа неправилен глагол сега ќе кажам. Неправилен е. Laien. Правилен, значи. Laien. Позајмува, да. Да. Was ist Laien. im Nominativ? Hans. Hans. Was ist im Dativ? Seiner Schwester. Seiner Schwester, richtig. Keine Bücher. Keine Bücher ist im Akkusativ. Richtig. Ja. Das nächste Verb ist Zählen. empfehlen. Wir. Wir ist im Nominativ. Was ist im Dativ? Unseren Kunden. Unseren Kunden. Und was ist im Akkusativ? Günstige Produkte. Produkt. Weiter, 7. Schenken. Ja, schenken. Ihr. To Nominativ. Nominativ. Was ist im Dativ? Euren Kindern. Euren Kindern. Kindern. Okay. Und was ist im Akkusativ? Spielsachen. Spielsachen. Das ist auch richtig. Und das Verb im letzten Satz? Bringen. Bringen. Nominativ das Kind. Nominativ das Kind. Dativ. Seinem Hund. Seinem Hund. Und Akkusativ? Wasser. Wasser. Jetzt weiter. Ergänzen Sie die Sätze, achten Sie auf Dativ und Akkusativ. A ist schon gegeben und lautet: Ich kaufe den Kindern eine Tafel Schokolade. Wie würde das zweite Satz richtig lauten? Okay. Bestellst du das Kind ein Tee? А сега das Kind во кој падаш треба да биде? Да. Bestellst du тој ќе биде во датив. Значи сега тоа ќе биде dem Kind. Ja, bestellst du dem Kind? И Tee. Ein Tee. Einen Tee. Einen Tee. Значи вака ќе биде. Bestellst du dem Kind einen Tee? Ајде сега оваа реченица да ја замениме, така што ќе го замениме како горе во примерот. Ќе го замениме само дативот. Окей. Само датив ќе замениме. Да. Окей. Прво само дативот. Bestellst du ihm? Bestellst du ihm einen Tee? Einen Tee.
А како ќе биде, прашалник има на крај, како ќе биде оваа реченица, ако треба и двете да ги замениме со лична заменка? Тогаш bestellst du тогаш Bestellst du? den Не, лична заменка во акузатив. bestellst du и Во акузатив. Не. Во ако им Прво сега треба да дојде акузатив. In, им. им In, им. им In, аха им им. Да. Ајде сега Окей. следната. Прво со двете именки. Okay. Ich möchte meinem Gast. die Gegend zeigen. Ајде сега да го замениме датумот со лична заменка. Ich möchte На кого? Им. Што? На кого? Им. Die Gegend zeigen. Die Gegend zeigen. И ако двете ги замениме со лична заменка? Тогаш ich möchte Сега die Gegend. Со die која Gegend лична заменка во акузатив ќе го замениме? Sie. Ich möchte sie. Ihm zeigen. Richtig. Ајде следната. Am Abend. Am Abend möchte Не, нема сега möchte. Erzähle ihm. Am Abend erzähle ich meine Tochter eine gute Nachtgeschichte. Meiner Tochter eine gute Nachtgeschichte. Eine gute Nachtgeschichte. Добре. Ајде сега да го замениме само дативот. Am Abend erzähle ich ihr eine gute Nachtgeschichte. Eine gute Nachtgeschichte. И ако двете ги замениме со лична заменка? Am Abend erzähle ich sie. Сега was? Sie. Was? Sie. Ihr. Sie, ihr. Така. Sie. И последното хол. Nein. Ако hol deinem Freund. Така. Hol deinem Freund. Was? Ein Glas Saft. Ein Glas Saft. Das ist во среден род, не се менува. Ein Glas Saft. Ајде ако го замениме сега
само дативот. Хол. Им. Ein Glas Saft. Ein Glas Saft. Und hol. Pack in или Не, прво das. акузативот. Hol das. Hol es. Hol es. Hol es. Им. Да. Значи, ако е една именка, една лична заменка, тогаш прво датив па акузатив, а ако се и двете лични заменки во акузатив и датив, тогаш прво акузатив, потоа датив. Само да го зголемам, тргнав. Ама не го зголемав. Има ли табелу за сите како се менуваат сите личните заменки да ги напишеме во акузатив и во датив, нема проблем. Да, затоа што така полесно си нас ќе биде. Personal Pronomen im Akkusativ und Dativ. На македонски, супер да го пренесам. Лични заменки. Лични заменки во акузатив и датив. Сега табела. Не треба ствари вака ќе биде. Номинатив. Акузатив. Датив. Прво да ги излистаме во номинатив. Ich, du, er, sie, es. Wir, ihr, sie, sie. Wir, ihr, sie и sie. Ова се личните заменки во номинатив. Нивните форми во акузатив заедно и датив заедно со превод. Акузатив. За ich, mich. Преводот на македонски мене, ме. Во датив мија, мене, ми. Зашто би се дека пишува? Мене, ми. Мене, ме, мене, ми. Du. Еве и Весна пиша, само ние да ја завршиме табелата, па ќе прочитаме што напишала. Du. Во акузатив. Dich. На македонски тебе, те. А во датив дија. Тебе, ти. Потоа еа во акузатив in. In. На македонски него го. Него го. Во датив им, нему му.
зи. Во акузатив исто зи. На македонски неа ја. А во датив иа. На македонски неизе и. Ес. Исто како во датив исто како машкиот, а во акузатив останува ес. Со истиот превод. Него, го, додека пак во датив истата форма како машкиот род, преводот ист. Нему, му. Вие, две исти форми. Унс, унс. На англиски го напишав. Затоа. Унс. Кај првото унс, преводот е нас не, а кај датив, преводот е нам ни. Потоа имаме иа, исти две форми. Оиш, оиш. Во акузатив значи вас ве, а во датив вам, ви. Кај личната заменка зи имаме мало зи и инен со мала буква, инен, а кај долните форми, кај почет, имаме зи со големо и инен со големо. Преводот кај зи ќе одговара на тој како што е второ лице множина, односно вас ве, а кај инен ќе биде вам ви. Инаку, кај личната заменка иа формите ќе бидат, кај личната заменка зи формите ќе бидат нивки, и во датив инен ќе биде ним, им. Еве табелата со формите на личните заменки и во акузатив и во dativ. Jetzt können wir weitergehen. 6. Markieren Sie den Dativ und den Akkusativ und ergänzen Sie die Personalpronomen. Таму кај што е потребно, ние ќе ги кажуваме речениците и променети со двете лични заменки. Сега веќе имаме табелата. Првата реченица: Oma hat den Kindern die Geschichte von Robin Hood erzählt. Во вториот случај тука е прво акузатив, па потоа датив, меѓутоа ние по истиот редослед како претходно ќе ги правиме, Драган. Прво ќе замениме личната заменка, односно именката со лична заменка во датив, а потоа и двете лични заменки. Како ќе биде првата реченица? Oma hat ihnen die Geschichte erzählt. Ihnen die Geschichte von Robin Hood erzählt. Како ќе биде ако двете именки
ги замениме со лични заменки. Oma hat sie Ihnen erzählt. Така е, Oma hat sie Ihnen erzählt. Втората реченица. Hol mir doch bitte mal die Fernsehzeitung. Како ќе биде? Дативот тука веќе ни е даден. Hol mir Истата ќе биде doch bitte mal die Fernsehzeitung. Иста ќе биде во датив, а како ќе биде ако замениме и акузатив и датив? hol А не, сега е прва акузатив. да. Прва акузатив, значи hol sie Така е. mir bitte mal. Doch bitte mal. Добре. Следната е kannst du den neuen Kollegen den Besprechungsraum zeigen? Како ќе биде ако ја замениме, го замениме дативот? Kannst du Kollegen? Du? А зашто? А. Ден, па да, во множина се. Да, Ihnen? Да. Kannst du Ihnen? Besprechungsraum zeigen. Окей. А ако ги замениме и двете лични заменки? Kannst du ако сега ќе кажам. Да. Значи in, така е, Ihnen zeigen. Ihnen zeigen. Така е. Следното е ich empfehle dir die Filme von Doris Dörre. Како ќе биде оваа реченица? Ich empfehle dir. Па да истата ќе остане. Ich empfehle dir die Filme von Doris наместо Doris Boris. Von Doris Dörre. А ако го замениме акузативот? Ако замениме акузатив, значи ich empfehle, тука ќе биде ти. Ајде, еве табелата. Тука множина, нели? Ти филме. Множина е ти филме, да. Со која лична заменка ќе ги замениме ти филме? Тие, Нив. Sie? Sie. Ich empfehle sie dir. Ich empfehle sie dir. Следната е hol mir doch bitte
das große Glas. Иста е ако ја замениме со датив, бидејќи тука веќе ни е даден дативот. Wo mir Hol mir das große Glas. Hol mir bitte das große Glas. Ако ги замениме и во датив, Ако ги замениме, тогаш акузатив. hol es mir doch bitte. Hol es mir doch bitte. Така е. И тука последната е Peter hat Johanna eine Postkarte geschrieben. Ајде, прво дативот да го замениме. Okay. Peter hat ihr eine Postkarte geschrieben. Peter hat ihr eine Postkarte geschrieben. И ако двете ги заменим? Peter hat sie ihr geschrieben. Така е. Дали ти се појасни, Драгана? Да, појасни. Така подобро. Уште вежби ќе Со табела. правиме. Ако и табелата е таа си стои, начално ја има. Одиме понатаму. Markieren Sie jeweils im ersten Satz den Dativ und den Akkusativ. Ergänzen Sie dann die Personalpronomen. Тука да се обележи и акузатив и датив, а во следната реченица да се дополнат личните заменки. Hast du mir den neuen Film von Madonna empfohlen? Nein, ich habe ihn dir nicht empfohlen. Das war Katrin. Значи, in го заменува den neuen Film, а dir го заменува mir. Бидејќи горе беше прашање, во одговорот ќе биде мене. Ајде сега Б. Б е дадено. Hast du der Frau... Bitte? Не, ништо. Само да ми кажеш, во Hast du deiner Frau den letzten Krimi von Dona Leon geschenkt? Што е во акузатив, а што е во датив? Во акузатив е den letzten Krimi von Dona Leon. Richtig. Und was ist im Dativ? А во датив deine Frau. Така е, deiner Frau. И во замената, прочитаја сега целата реченица што е замената со лични заменки. Nein, ich habe ihn ihr noch nicht gekauft. Така. In го заменува den letzten Krimi von Dona Leon, а ihr го заменува deiner Frau. Ајде, може сега Це. Soll ich dir deinen Mantel bringen? Das ist nett, aber ich kann Mantel in Имаш deinen. Deinen, значи ако deinen, значи машки род. Имаш deinen. Es Mantel. Der Mantel. Der Mantel. Аха. Него имаш deinen. In. Тоа. In. Ist entdecken. In. Така, das ist nett, aber ich kann in mir doch selbst. Da, mir. Soll ich dir deinen Mantel bringen? Das ist nett, aber ich kann ihn mir doch selbst holen. Ајде, Д.
kaufst du den Kindern die Harry Potter DVD? Добре. Ja, ich möchte sie ihnen kaufen. Richtig. Sehr gut. Sie го заменува die Harry Potter DVD во еднина, женски род, а инен ги заменува den Kinder. Richtig. Ja. Ајде, сега Hast du Robert das Geschenk für seinen Sohn mitgegeben? Oh je, das habe ich vergessen, aber ich kann das Geschenk es Richtig. ihm Richtig. morgen Schicken. Es се однесува на das Geschenk, а им се однесува на Роберт. И F? Kannst du uns mal die Foto von unserem Ausflug schicken? Ja, aber ihr kommt doch morgen zu uns. Da kann ich sie euch doch zeigen. Sehr gut. Ja. Sie се однесува на die Fotos, а euch се однесува на uns, бидејќи станува збор за прашање, во одговорот ќе биде euch. Richtig, sehr gut. Das ist eine Übung, die nicht mit der Grammatik verbunden ist. Meine Lieblingssendung ordnen Sie zu. Hier können wir ein paar Beispiele oder ein paar Sätze, die mit dem Thema verbunden sind, lernen. Meine Lieblingssendung ist verbotene Liebe. B. Wie würdest du B zuordnen, Dragana? Ich sehe die Sendung jeden Abend. Das ist eine feste Gewohnheit. Richtig, das ist eine feste Gewohnheit. C. Manchmal schaue ich allein zu Hause. Sehr, aber Ja. oft auch zusammen mit Freundinnen. Mit Freundinnen. Richtig. D bitte. Wir treffen uns meistens bei mir und sehen die Serie gemeinsam. Richtig. E bitte. Dazu gibt es immer ein Glas Wein und Erdnüsse. Erdnüsse. Und F. Wenn ich die Sendung verpasst habe, gucke ich sie immer später in der Mediathek. Verstehst du alle Wörter in dieser Übung? Da müssen ich sehe die Sendung aber nicht. Ja. Ich habe alle Wörter in dieser Übung verstanden. Lesen Sie die Umfrage. Zu wem passen die Sätze? Ergänzen Sie die Namen. Što je umfrage? Kako slitike so takvi. Umfrage ist, wenn ich dir Fragen zu einem Thema stelle. Ich stelle dir Fragen zu diesem Thema. Zum Beispiel, nutzen Sie soziale Netzwerke? Das ist eine Umfrage. Umfrage на македонски е анкета. Ке го запишам. Die Umfrage. Die Umfragen на македонски анкета. Wir haben 4 Personen zwischen 16 und 40
Jahre. Sie beantworten auf der Frage, nutzen Sie soziale Netzwerke? Lies bitte die Antwort von David, 28 Jahre. Mhm. Ja, wenn ich Zeit habe, gucke ich schon mal auf mein Profil. Aber ich passe auf, dass kein außer meinen Freunden meine Informationen sehen kann. Sehen kann. Gut. Was sagt Peter, 25, über diese Frage? Ja, ich schreibe ganz zu oft, was ich gerade mache, chatte und verabrede mich mit meinen Freunden. Ohne soziales Netzwerk wäre ich nicht so einfach. Wäre das nicht so einfach? Okay. Das nicht. Was All. sagt Alina, 16 Jahre alt? Mhm. Ich habe ein Smartphone und bin eigentlich immer online. Wenn ich aufstehe, gucke ich immer zuerst, was los ist. Ich kann mir einen Laden ohne soziales Netzwerk gar nicht mehr vorstellen. Ja. Und was meint Manuela, die 40 Jahre alt ist? Nein, im Internet ist doch alles öffentlich, das finde ich nicht gut. Deshalb bin ich bei keinem soziales Netzwerk. Sozialen Netzwerk. Okay. Den ersten Satz passt mit Peter. So kann ich leichter mit Freunden in Kontakt bleiben. Zu wem passt den zweiten Satz? Ich denke, das ist David. Bitte lies den Satz laut. Ich denke, dass Informationen mit Internet nicht privat bleiben. Im Internet nicht privat bleiben. Wer meint das? Vielleicht Alina. Реченицата мислам дека информациите на интернет не остануваат приватни. Тогаш Manuela. 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 Manuela sagt das. Zu wem passt den dritten Satz? Ein Moment bitte. Wo, wenn Manuela sagt das, nein, im Internet ist es ist doch alles öffentlich, das finde ich. Е спротивната придавка на öffentlich е приват. И таа веле Informationen im Internet nicht privat bleiben. Не остануваат приватни. Односно се јавни. Öffentlich е јавен. Ja. Okay. Zu wem passt den dritten Satz? Zu David. Meine Informationen dürfen nur meine Freunde sehen. Ja, das passt mit David, zu David. Und zu wem passt den vierten Satz? Zu Alina. Ich sehe schon morgens auf mein Profil. Ist eine feste Gewohnheit. Ja, es ist eine feste Gewohnheit. Welche Person von diesen Personen bist du, wenn ich dir diese Frage stelle? Nutzt du soziale Netzwerke? Welche Person von diesen Personen hier bist du? Bist du David, Peter, Alina oder Manuela? Ich bin zwischen David und Alina. Aha, zwischen David und Alina. Ich bin auch ganz Alina. Nicht ganz. Ich kann mir mein Leben ohne soziales Netzwerk vorstellen, aber wenn ich aufstehe, dann sehe ich immer auf dem Handy
Und Ja, ich bin eigentlich immer online. ja, und meine Freundinnen leben, meine besten Freundinnen leben in Russland, so ich muss eine soziale Netzwerke Benutzen. kako koristim? Benutzen. Benutzen. Oder nutzen. Mhm. So Und warum kann bist ich du David? ihn schreiben. Ah? Warum bist du David? Dann kann dann kann ich meine, nein, einen Moment bitte. Gib bitte meine Informationen. Ich mag, wenn meine Informationen nur meine Freundin sehen Können, ja. können. Und aber Nee. ich Nichts. und ja, aber ich auch mag nicht, wann etwas ist öffentlich, so Wenn etwas öffentlich ist. ja, wenn etwas öffentlich ist. Und Öffentlich weißt du Personen, die wie Manuela denken, die keine Netzwerke benutzen? Kennst du solche Personen? Noch einmal bitte? Kennst du Personen, die wie Manuela denken, die keine Netzwerke benutzen? Kennst du solche Personen? Nein, ich kenne keine Person. Keine solche Personen. Super. Jetzt weiter. Das ist Teil hören. Und jetzt ist der Test. Das haben wir schon gemacht. Jetzt schreiben Sie Sätze. 2. Übung Nummer 2 im Test. A ist schon geschrieben. Die Tochter gibt dem Vater die Fernbedienung. Како ќе биде Драгана оваа реченица ако дативот го замениме со лична заменка? Einen Moment bitte. B, так? Не, сега А. Како ќе биде? Die Tochter gibt dem Vater die Fernbedienung, ако го замениме dem Vater со лична заменка. Okay, die Tochter gibt ihr Dem Vater. ihm Bedienung. Die Fernbedienung. А ако и двете именки ги замениме со лична заменка? Die Tochter gibt sie ihm. Ja, die Tochter gibt sie ihm. Ајде бе, прво да составиме реченица, па потоа да заменуваме. Er schenkt seine Freundin ein Parfüm. Да, тука се дадени и во датив како се. Добре, како ќе биде сега оваа реченица ако ја замениме seiner Freundin со лична заменка? Er schickt ihr ein Parfüm. Така е. Er schickt ihr ein Parfüm. А ако ги замениме и двете со лична заменка? Parfüm, das ist das. Das Parfüm. Das Parfüm? Ja, das Parfüm. Er schickt es ihr. Ihr, richtig. Eine C. Der Regisseur
empfiehlt, Неправилен глагол, внимавай. Empfiehlt empfiehlt seinen Freunden den Film. Freunden, seinen Freunden den Film. Mhm. Добре. Der Regisseur, Така, ако го заменим дативът. der Regisseur empfiehlt Ihnen den Film. Den Film. А ако и двете ги замениме? Тогаш der Regisseur Der Regisseur empfiehlt empfiehlt Ihnen. 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 Richtig. Idee? Ich zeige meinen Eltern die Urlaubsfotos. Ja. Ако meinen Eltern ги замениме со лична заменка? Ich zeige Ihnen die Urlaubsfotos. Фотос, така е. А ако и двете ги замениме со лична заменка? Einen Moment bitte. Ich zeige sie Ihnen. Ihnen. Richtig. Ich zeige sie Ihnen. Ergänzen Sie die Pronomen. Wo ist denn die Fernbedienung? Moment, ich hole sie dir. Beide B. Hast du deiner Freundin wirklich ein Parfüm gekauft? Ja, ich habe es ihr zum Geburtstag geschenkt. Richtig. Richtig. C bitte. Ist der Film gut? Ja, ich kann ihn Da. Ja, ich kann ihn dir da. sehr empfehlen. Sehr gut. Und D? Haben deine Eltern die Fotos schon gesehen? Ja, ich zeige sie ihnen heute Abend. Sehr gut. Ja. So гледа дека си ги разбрал. Wie oft seht ihr fern? Ordnen Sie zu. Bei mir sind es jeden Tag 2 oder 3 Stunden. Айде да видим со што ќе дополним втората реченица. Ich? Moment mal. Kein Problem. Ich sehe am liebsten Spielfilme. Ich sehe am liebsten Spielfilme. Sehr gut. B? Ich gucke. Nein. Nein. Ich treffe mich jeden Sonntag mit meinen Freunden. Richtig. Dann kochen wir zusammen und anschließend sehen wir den Tatort. Sehr gut. Ja, leider. Leider arbeite ich oft am Abend, aber ich dann für eine bestimmte Sendung keine Zeit habe. Für eine bestimmte Sendung keine Zeit habe. Gucke ich sie später in der Mediathek. Danke. Gucke ich sie später in der Mediathek. Und noch eine Übung zu, vielleicht auch 2, zu Grammatik und zu Wortschatz. Das ist, danach machen wir diese Wörter aus Lektion 16. Das ist hier. Oder noch, nee, 16, 15? Nein, 16. Richtig. Da bin ich richtig. Ja, hier noch hier. Wiederholungsstation Wortschatz.
ergänzen Sie die Wörter und lösen Sie dann das Rätsel. Das war mit oder noch nicht. Hier vielleicht, im Hotel, aber nicht. Das war von 15. Lektion. Die Grammatik von Lektion 15. Und nicht, ne, od 15. lekcija gramatikat. Така što treba da je Absender 15, ja. Und jetzt